Angst worden. Doordat dat mannen door even gedodeld worden zijn, dat zij voor de vroegers de deren opmaken en niet loten dat vroegers een enen weg betolen, en wou zij even reinheid op alle mögliche wegen openbaren willen, zijn vele mannen gevroren in angst, dat zij op eenmaal dat Arrechte doen worden. Wat doen we dan? Mannen, dat eerste is, niet passief worden. We erkennen dat vele vroegers verzeugt zijn, over wou zij van mannen zijn behandeld worden. Aber de antwoord is niet dat mannen met vroegers plaats tussen zullen, zodat zij ons mal feinstootje domineren kunnen. De antwoord is dat probleem terechtstellen en niet mans en vroegers opgaven verwechselen. De einzige goede lezing op alleen voor dit man een vrij probleem in Amerika is dat mannen ware ere steed aannemen als levende en opoffrende leiders. Ergens is wat is bloos zich een probleem non-passen en is geen lezing. Mannen, wanneer je vroeger Schulden angedaan haben, indem je die misbruikt oder mishandelt haben, dan moet je door ewa Buße doen en eind om vergeving bidden. Nodem dat die Buße gedaan hast, zie je rechter man. Krijg zoals de Apostel Paulus in Epheser Kapitel 5 schrijft, is Jezus dat hechste voorbeeld voor Ehemannen. Recht die ogen naar Jezus, indem du den Heiligen Geist bedst, die te leren een gerechter leider te zijn. Wanneer du nicht je in die vroege zindig hast, en zij zich over je in die stelt en die eerlijk voor alles beschuldigt, wat alle mannen op deze Ehe gedaan hebben, dan neemt die de beschuldiging niet aan. Du kannst mitfeilend zijn met haar, aber verzeek niet dat probleem te lezen, indem du dat je in deel worst van dat wat zij hast. Waar niet geen everdreven ongedaan, van vroeger de manier der Scheckbengel, om zo te bewijzen, dat u die niet verhekken helst als vroeger. Dat wordt niet schaffen. Vierdens. Zin oder Fühlheit. Einige mannen worden passief en ihre vroegers te confronteren, voor wo ihr onrecht behandeld worden is. En er steht, dat ze brellen en met de feitram stampen, zetten deze mannen en twelen ihre vroegers met stelzinnen en nog staunen. Passief en agressief verhouden arbeidt op twee wegen. Ik wil niet doen wat u hebben wist. Oder, ik wil wat doen wat u niet hebben wist. Dit is een fühler en onoprechter weg van met die problemen omgaan. De antwoord is met een ander te vertalen, indem je met die vriendelijk, levend en oprechtig kerk te nemen. Andere mannen zijn passief, wegen ze fühl zijn. Ihre vroeger zich verabgonen, maakt dat verontmelig uit te schalten en geen verantwoording op te nemen, en ze nemen dat waar. Nur stromgevende en passieve mannen wegen eine Wartel sind oder Fühlheit, motten einfach Busse daunen en anfangen, de man en Ehemann zu sein, wo Gott ihn berufen hat. Dat is krijg zo einfach gestaat. Vijftens, passieve phlegmatische temperament. Van de Hauptsorten van temperamenten is de phlegmatische de gemütlichste. Menschen met zo eine Persönlichkeit sind leicht mit der Lengte kommen en zijn goede vriend. Die waren nicht leicht dal, sind trü en anderen gar nicht leicht en waren nicht leicht hanen tegeschmeten. Dit zijn viele gute Eigenschaften für ein Verhältnis. Aber, der Mann, wat von Natur eine passive, phlegmatische Persönlichkeit hat, wird allgemein ein schwacher Leider in seinem Heim sein. Dort bedeutet nicht, dass er nicht leiden kann, aber bedeutet, dass er von Natur daler geneigt ist, seine früh leiden zu lassen, oder bloß mit der Mehrheit mitzuranen. Diese Neigung verursacht große Probleme für eine Ehe. Ein Mann mit einer phlegmatischen Persönlichkeit muss erstens mit dem Klaren kommen, dass er sein Heim mit Gewissheit leiden wird. Das ist nicht bloß ein Befehl von Gott, aber auch ein Hauptbedürfnis von einer Frau. Für einen phlegmatischen Mann darf das nicht so von Natur sein, seine Meinungen in Anleitung überdeelt zu bringen, aber er muss ändern, um eine biblische Ehe zu haben, und Gott seinen Willen für sein Leben zu tun. Indem dat du betst und dem Heiligen Geist am Weisheit und Kraft betst, fang nu an, dein Heim zu leiden. Deine nate Persönlichkeit, wat du von Natur hast, gibt dir ein starkes Fundament, um ein guter Leider zu werden, aber du musst lernen, Hand am Werk zu leihen, und leibend und entschlossen zu leiden, indem du deine frühers Partner mit dir gleich hältst. Die dritte Sorte von vernichtender Ehemannen, der unmoralische Ehemann. Wenn David auch viele gute Charaktereigenschaften hat und viele große Worte im Dienst für Gott vollrecht, muss er einen schrecklichen Fehler, was Verstörung für seine Familie und das Volk Israel bracht. Nur 2. Samuel Kapitel 11, Vers 1-3 ging David einen Fahrjahrsabend ab der Tag vom Palast und kickte über die Stadt Jerusalem. Als hij de dijker wat ram aan wieren even kijkt, zag hij eine Frau, wat zich bood. En er steht, dat hij zich aandreed en wegging, blijft David dabei, ihren nackten Körper zu studieren. Schließlich kann er dort nicht länger uithouden.
Nicht bloß sie Nische wie hoch, aber seine Last brennt verlangend nur die Früh. Schwen schickt einen deiner am Ütefingen, wer sie wir. Nur wenig Zeit, käme ein Mann und seht am, dort die Früh, wat an dat Hüs wir, Batseba wir, die Früh von Uria, der Hethiter. David wie nu an ein Problem. Wen sie befried, wie wisst hei, dort het Ehebruch senden wird, wann hij mit all Geschlechtsverkehr hat. Hij ging auf sein Tag hanen her und dreht sich auf einmal hastig, und gebot seine deiner Batseba voets te holen en an die te brengen. Als hij beim Palast aankwam, leidt David aan seine Schlupfstoel brengen. Als zij aan seine Stoel aankwam, en die deiner wachgeschickt wären, stoor David nur diese schmacke Früh, wat seine Last für wenige Minuten op dat Tag abgeweilt hat. Ohne te luren, en scheinbar ohne dat sie durch ihn streeft, nam David Batseba en erfällt sein Verlangen mit haar. Noher nam Batseba ihre Sachen, bereinigt sich en ging terug naar huis. Blijvend dat geen Schoden geworden wie, mögt David wieder mit seinen Drockigkeiten aus Kernig en versucht sein falsches Verholen zu verjeten. Aber da wie ein Problem. Batseba wird schwanger en droeg David sein Kind. Nur ein paar Monate von mädlicher Ruhe war David einen Samarias abgeschert mit dem Nachricht von ihrer Schwangerschaft. En es steht, dass das Problem abrechtig behandelt, verdoppelt David seine Sünd. Hij leidt ihren Ehemann naar huis kommen vom Krieg, mit all taub zu sein, omdat het so loten wordt als wann dat sein Kind wir. Als der Ehemann Uria naar huis kwam, verursacht dat bloß noch eine größere Krise, en es steht, dass het wat halt. So als ein abbrecher Mann, lehnt hij dat auf, bis seine Früh zu schloppen, wann seine Metsoldaten op een Stab schloppen mussten. David hat nu eine schwere Entscheidung für sich. Soll hij seine Sünden Uria bekennen en wahrscheinlich einen gouden Soldat verlieren, en Batseba ihre Steinigung verursachen, dat wir ja in Israel de Strafe für eine Früh, wat am Ehebruch gegrepen wordt? Wann hij dat nicht deed, wir seine einzige Wohl, dann noch Uria am Krieg doodmaken te laten en sich mit Batseba te befrieden. So als alle, wat dit biblische Ereignis geleest oder davon gehört haben, weiten, will David sich macht. Als Batseba hier dat der Ehemann dood wir, truert sie am seinen Dood. Als die Toertijd eeuwig weer, nam David Aros seine Früh. Dit passiert aber alle sicher nicht so, dat Gott dat nicht macht. Angefallen alle die falsche Entscheidungen, wat David nur sehr schlecht. Eine kleine Sünde am Vergleich mit anderen, von einer nachgefrüh taufallige Seinen zu haben und dann zu bekicken, vergratet sich hastig an eine große Sünde. Gott schickt den Prophet Nathan, David dort herzuholen. Nathan vertelt David eine Geschichte, wat David seine eine Sünde opdeckt, und dann geeft hij dit Wort. Waarom hast du nicht nur dem Herrn gehorcht und hast wat bei sich gedonen? Du hast Uria, dem Hethiter, mit dat Schwert angebracht und hast dem seine Früh aus Diene genommen. Du hast Uria loten mit der Ammoniter ihr Schwert anbringen. Deswegen sei ich nu, dat du in deine Nachkommen waren nie nicht ohne dat Schwert leben. Dat das willst du mir nicht geacht hast, und hast Uria, dem Hethiter, seine Früh genommen für dich selbst. 2 Samuel 12, Vers 9 bis 10. Unmoral ist ein wachsendes Problem in Amerika und besonders schmankt Männer. Die viele Millionen-Dollar-Industrie von Pornografie wird hauptsächlich von Männern unterholen. Ein von den ersten Fällen von Unmoral, was ich persönlich angetroffen habe, hat mit einem Mann zu tun, was an Pornografie gebunden wird. Er fängt an mit bekannten kleinen Zeitungen für Männer, was von dort aus nahe Pornografie betekent wird, oder wie gewisse überhaupt nicht als Pornografie betekent wird, aber bloß eine Sorte Kunst. Er erklärt seine Früher so, dass die Bilder am anreden und daher wird er ein besserer Leibhaber. Wenn sie das auch nicht leicht, erlaubt sie ihm dort. Etliche Jahre later kickt er echte Pornografie und nahm Huren an, um mit ihm in seine Früh Taubsex zu haben. Schließlich können sie nicht länger mit sich verdreht verholen mitgehen und sie kämen nur Mino rot. Sinn geht keinmal zufriedenstellen. Je mehr du kriegst, je mehr weißt du. Je doller du die in die Sinn vertiefst, je mehr braucht das an dich zufriedenzustellen. Je wieder du jäst, je weniger Zufriedenheit kriegst, was du schließlich abhören musst, oder ganz von der Sinn dominiert wirst, worin du dich befindest. Durch die Jahren habe ich viel Männer in frühes Rot gejeft, was gegen Unmoral in ihre Ehen kämpften. Ich wünsche jeder Paar konnte Geschichten hören, was ich von Männern in frühes gehört habe, was geschlechtliche Sinn an ihre Lebens oder an ihre Ehen angeloten haben. Dort ist ein Stich von Thronen. Krieg so aus dem König David dort ging, die Sinn, was sie dachten, dass ihr Leben mehr Geschmack bringen wird, wie dort strenge, brennende Stoff, wat een verbrennt en blijvende Narben hingelegt. Römer 6, Vers 25 sagt, der Lohn, den die Sinn tolt, ist der Dood. Maak dat die Dood, wat die Sinn bringt, en jähen wird es.
Dat sagt nicht, dat de Lohn dort wir oder sennen wird. Dat sagt, dat de Lohn dort ist. Sinn ligt uns immer fair. Die verspricht uns ein Ding und jaft uns es wird. Der Diebel verspricht immer mehr aus, was jaft, wen ein Lehner ist und nicht die Wahrheit reden kann. Sein einziges Verlangen ist, dein Leben in deine Ehe zu verdorben, in Sinn, als wo dat deed. Hier sind Wort von den Einflüssen, wat beitragen, um einen unmoralischen Mann zu machen. Erstens, zu wenig körperliche und gefallsvolle Leib oder Verachtung. Eine Weg, für wir uns befrieden seht, kehren zu mir, dass sie mich nicht frieren wird. Die Ursache dafür wir, dass ich an den Oven für mein Aufscheidsfast von einlatzig sein, antrüge was wir. Aber dat wir nicht das erste Mal, dat wir bloß wie ich wir. Ich bin nicht gläubig und ich bin von ein jungen Jugend alle unmoralisch gewast. Wenn du auch verschiedene Ursachen wären für mein unmoralisches Verhalten, wüsste ich, dass ein von den wir, dass ich an meine Familie zu wenig Leib gefällt hat. Mein Vater hat mich von da, als ich 3 Jahre alt war, was ich 38 Jahre alt war, keinmal körperlich engagiert. Meine Mama wie auch nicht so, dass sie ihre Leib selber weiß. Ich hatte auch noch 2 ältere Brüder, mit denen ich immer zu feten hat. Als Kind werd mich von meinen Eltern wenigmal engagiert und meist keinmal am Abend oder körperlich Leib gewesen auf einen normalen Weg. Und als Kind kannte ich den Unterschied nicht. Als ich uit de Kindheit rüt was und anfang sexuelle Gefeile zu feilen, werd ich überwältigt von dat Verlangen, körperlichen Kontakt zu haben mit mir alles. Wenn ich dat auch weiß, dass ein Port von mein Verlangen normal wir und ein Port von mein geschlechtliche Trieben, bleibe ich aber, dass meine Verlangen nicht so stark wurden gewast sein, wenn ich mit normaler Leib groß geworden wir. Trägt nur die Geschichte von uns Karen mir sehe, dass sie sich nicht mit mir befrieren will, dort wie der Tag, wo ich entschloss, mein Leben Jesus zu übergeben. Ich tue dat nicht, wie ein Kern sieht, dass sie mich nicht frieren wird. Ich tue dat, wie ein Sinn mich vergelogen hat. Ich had geschlechtlich alles gedaan, wat ich doen will, en had gedacht, dat mich dat Frau machen würde, aber ich wie gar nicht Frau. Jedes Mal, wenn ich wat geschlechtlich het, had reken konnt, wie ich bloß ein kleines Stolzje tevreden en bloß sei er boven Eva. En mir wie wat keinmal erfällt wir. Dat fang aber an dem Tag, als ich Jesus Christus als Haar von mein Leben annam, alle an te ändern. Als ich an mijn leven aanloop neem te komen, wordt dat laadje en mij voets met een lijf en treistende geen wordt erveld, wat ik van verre keinmal gekend had. Ver ik Jezus Christus aannam en mij met kern bevried, die seks voor mij zo als een droge wat mij keinmal befriedigt. Aber met de lijf Christi en mij wonen, en de lijf en teuenechtheid van mijn vrouw beziet mij, vond ik schließlich geschlechtliche Heilung en Gesundheit. Viele unmoralische Männer sehen nur wat an ihr Leben nicht da ist. Dat kann angefangen haben, indem dat sie in ihrer Vergangenheit von ihrer Familienglieder, Freund oder Leibhaber zu wenig Leib gefeilt haben oder sogar verschmähten gefeilt haben. Dit wird bloß dann abhören, wenn sie in ihr Verhältnis von Christus aufhängig sein worden und ein gesundes, wahrheitsgemäßes Verhältnis mit den Ehepartner haben worden. Zweitens, sächliche Verführung. Wenn dat am Sex geht, sind Männer sehr stark beeinflusst von was sie seien. Wenn früher auch nicht blind sind zu geschlechtlichen Schmackloten, sind sie weniger empfindlich zu dort, was sie seien, und alle empfindlich über den Charakter von ihren Ehemann und wo er versorgt. Das Stärkste, was Männer über nur Sex trägt, ist ein nackter Frühmensch. Das ist normal und gesund, und so hat Gott den Mann geschlechtlich gemacht. Gott sein Plan für Sex wird, dass ein Mann körperlich wurde, nur seine früh ihren nackten Körper getroffen worden, und ein geschlechtliches Verlangen nur haben wird. Das passiert alle Tage über die ganze Welt, so als Gott das will. Die Welt ist aber anleckig, wie es voll von Schmackerfrühlied und schamplose Filmmaker, Wurver und Pornografer, was sich dort gelehrt haben, den Mann sein grundlegendes angeborenes Wesen nur ihren Willen zu kontrollieren, indem dort sie ein weibliches Fleisch wiesen. Keinmal eier ist die Welt so voll gewast von offene geschlechtliche Bilderwesen als nu. Was dit bedient für Männer, wat den Verlangen haben, geschlechtlich reine Lebens zu haben, erst dort wie wirkend an sie Augen bewahren matten, für wat die seinen, und wem die beobachten. Ein sehr kraftvoller Vers von Hiob im Alten Testament jaft uns das Geheimnis, wo geschlechtlich rein bleibt. Ich habe dort mit meinen Augen fast berät, mit irgendeinen Bund gemacht, dort ich nicht nur unbefriedet mich alles kick. Hiob 31 Vers 1. Hiob verstund die geschlechtliche Kraft von seinen Augen und wo wichtig dort wir, dort nur das Rechte kicken wurden und weich von das Unrechte. Hij verstund dat ook, dat lang voor dat Ehebruch en Hurarie jaft dat lastvolle kicken. Hier hat ook einen Bund. Hij beredt dat vast, dat hij met zijn Augen nicht mit einen geschlechtlichen Sinn und andere Frühes kicken wird, als nur seine Früh.
Dort wird Bund an der Bibel meint te schnieden. Dort meint eine doodierenste Verpflichtung, wat opofferend en op alleen jährlich ist. Die einzige Person, wat meine Augen kontrollieren kann, sie ich selbst. En die Ursache, wo ich mich stark verpflicht, meine Augen zu kontrollieren, ist, dort wann ich das nicht tue, ist die Möglichkeit durch, dass mein Leben, meine Ehe und meine Familie verdorben wird. Dat zit ram die alle dag passieren. Mannen moeten dat controleren wat en wem zij beobachten. Dat bedient schmakke Frühs, wat nicht ihre Ehepartner sind, en noch uitrechtliche TV-Programme, Filme, Internetinhalt en so weiter. Noch einmal, lang vor der geschlechtliche Sinn passiert, sind durch nicht disziplinierte Augen gewast, wat nur eine oder viele Frühs mit Last gekickt haben. Das ist, was Jesus über das sagt. Je haben gehört, dat door today an alle Zeit gesagt wird, du sollst die Ehe nicht breken. Ich aber sage, wie ein Frühmensch darauf ankickt, dat er haben mocht, haft wie sich am Hort all mit die Ehe gebrochen. Wann den reichtet über die verursacht zu sind, dann riet dat uit und schmied dat weg. Dat ist später, wann die ein Port vom Körper verlässt, als wann den ganzen Körper an die Haal geschmeten wird. Wann die rechte Hand die verursacht zum Sünden, dann hakt er auf und schmied er weg. Dat ist viel besser für die, wann die ein Glied verlässt, als wann den ganzen Körper an die Haal geschmeten wird. Matthäus 4, Vers 27 bis 30. Dit sind sehr ernste Wert, wat von einem lebenden Heiland kommen, wat uns versiegt, von einem verdorbenen Leben zu raten. Behold dort, Gott hat Sex erschaffen. Dat wir gar nicht die Diebel, aber der Herr weit, dat der einzige erfällende Geschlechtsverkehr, wat starke Ehen und Familie spürt, ist die, mit onze eine Frühes und das keinem. Die allein sind dat wert, dat wir ihnen geschlechtliche Aufmerksamkeit geben. Drittens, Gebungenheit in Gedanken. Wann ein Mann ein erotisches Bild sieht, wird am Verstand eine chemische Substanz, wat Epinephrine genannt wird, losgelassen, wat das Bild bliebend entschlitt. Dort ist wo so viele Männer gewisse sexuelle erotische Bilder oder Filme, wat sie Jahren gesehen haben, so klar beholen können. Gott hat Epinephrine gemacht, um Männer zu helfen, ein starkes sexuelles Verbindnis mit ihrer Frühes zu entwickeln und zu erholen. So versucht diese natürliche Schöpfung Gottes zu brücken, um Männer ihr Gedächtnis so als ein Museum von verdrehten Sachen mit jeder möglichen Bild abzufällen, wat Last und riesige Gedanken abweichen wird, und damit das Eheverbindnis schwach zu machen. Ein Mann kann die Last keinmal überwinden, solange er den Kampf an sein Verstand nicht gewinnt. Männer müssen nicht bloß die Bilder, wat alldobernen sind, überwinden, aber sie müssen noch die unreine Gedanken kämpfen, wat nun kommen wollen. Du hast bloß eine Antwort. Über Gottes Wort nachdenken. Männer, kann jün krijgt in diesem viel Zeit und Hort bei durchsporen, wann je mich bloß glauben worden. En kaldet Wut aboden en jün selbst missbrucken, wat het nicht tun. Je müssen jün Weg von Denken ändern, das wo je jün Verholen niemals ändern. Ich weiß von persönlicher Erfahrung als junger Mann, wat das ist, für sexuelle Reinheit zu kämpfen. So als ich al gesagt habe, ich hatte nicht eine christliche Abtreibung und hatte eine unmoralische Vergangenheit. Ich nahm Jesus einen Weg für wir uns befrieden an. Ob gerade zu sein mag, aber nicht, dass ich kurz geimpft wir von ständig in Last zu kämpfen. Ich habe Christus mein Leben gegeben und wir daran abrechtig. Aber der tägliche Kampf mit Last mag mich meid und ich kämpft beständig mit Verdammnis und Schand. Schließlich las ich ein Tag ein kleines Buch über biblisches Nachdenken, was mein Leben verändert. Ich kann das nicht glauben, dass so eine Kraft hier in Hausje Lesung zu haben wir über die wir. Voordat ik meine Gedanken anfang vastzunehmen en die met schriftvaardig te erzaten, kon ik mijn last en onreine Gedanken overkomen en een seksuelle reinheid en vrijheid leven. Dat wie wondervoll. Dat is woran Paulus in 2. Korinther 10, Vers 5 bis 5 schrift. Dat Bereitschaft, dat wir zum Kämpfen brücken, stammt nicht von dieser Welt, dat stammt von Gott, und doorheen haft dort eine Gotteskraft in sich. Dat kann jäsliche Denken, dat falsch und sehr falsch ist, zu nusch machen. Met dat wat Gott ons zum Kämpfen reitstellt, macht wie alle Gedanken zu nusch, denn alles wat hoch und fram uitlaat, über uns hindert, Gott immer besser kennen zu lernen. Wir nehmen alle Gedanken fast, dat die Christus gehorchen mochten. Dies Aufschnitt erklärt eine lebenswichtige Wahrheit. Der Anfang von jeder wichtigen Kampf für geschlechtliche Reinheit wird an unserem Gedächtnis mit Gottes Wort gekämpft. Wir müssen jeder Gedanken festnehmen. Jeder Gedanken, was du nicht festnimmst, wird die festnehmen. Wir dürfen keine riesige Gedanken in uns denken blieben lassen, sonst wollen die uns gewinnen. Fang zum Morgens an, indem du die Bibel liest, zwischen 35 Minuten jeder Tag. Aber mach sicher, dass du für den Tag einen Schriftfers, Aufschnitt oder Geschichte von der Bibel in den Gedächtnis zu holen kriegst.
En dan, indem dat de dag wieder geht, denk darüber nach, was du den Samarias gelesen hast, besonders wenn du geschlechtlich versacht wirst. Setzt, du kannst dir bei diesen Gedanken gar nicht in den Gedächtnis rütteln, aber du kannst dir mit stärkeren Gedanken ersatten. Die Ursache, warum so viele Männer in ihren Kampf mit Lust und sexueller Sinn unterliegen, als wenn sie das nicht verstehen, dass der Kampf erstens am Gedächtnis gekämpft wird. Um den Kampf zu gewinnen, musst du mit der Schrift recht sein. Jeder Wort in der Bibel ist gewaltig am Geist. Wenn du versägst, sind in Bibel durch deine eigenen Gedanken und Willenskraft zu bekämpfen, wirst du verspielen. Aber wenn du den Kampf mit Gottes Wort kämpfst, wirst du jedes Mal gewinnen. Zu der Thema habe ich ein Buch geschrieben mit der Überschrift A Mind Set Free, ein freigesattes Gedächtnis. Dort wird die helfen, mit irgendwelchen zu verhandeln, womit du am Gedanken kämpfst, aber ich habe dort besonders dort geschrieben, um Männer und Frühes, wird mit sexuellen Sinnkämpfen frei zu machen und zu lehren, über die Schrift nachzudenken. Dort Buch kannst du online kaufen oder auch bei marriagetoday.com. Viertens, Sündenverführung. Am Anfang muss Gott den Mensch vollkommen in dem Paradies eiden. Dort wird nicht haben besser sinnen können. Adam und Eva wären beide nacktig und ohne sich schämen, reit für eine Ewigkeit von unverhinderter sexueller Scheingonen. Aber dann kommt die Schlangenbild nennen. Die fängt an Gott zu beschuldigen, dass er davon aufzuholen versucht, ihre volle Möglichkeiten zu erreichen. Hij nahm Gott einen Lehner und sagte einfach, dass sie nicht sterben würden, so als Gott gesagt hat, wenn sie die verbotene Frucht eten würden. Und dann mögt er den Handel vor dich, indem er ein Anbot von der Frucht von dem Baum zu eten, was Gott gesagt hat, dass sie nicht sollen. Wenn da wahrscheinlich auch Tausende Bäume wären, was scheinen Gold von zu eten wären, mögt der Diebel mit den einen Druck, was Gott verboten hat, und versprüht, dass er der Träumen Erfüllung können würden, wenn sie davon eten würden. Und hij luch, nom eten werden Adam und Eva uit dem Garten gedonen, en dood en Sinn käm an die Menschheit nähen. Die Wahrheit ist, der Diebel ist ein schamploser Lehner. Hij redt keinmal die Wahrheit. Ich käm mit Christus, wegen der Sinn mich fehlgelogen hat. Ich bin besonders unmoralisch und erwarte beständig, dass meine nächste sexuelle Erfahrung mich froh machen wird, aber die deut nicht. Von dort leben Millionen Männer in geschlechtliche Verführung, wegen sie glauben, dass monogamischer Geschlechtsverkehr in der Ehe nicht genug ist. Sie sind verführt worden zu glauben, dass Pornografie, Ehebruch und andere Sorten von sexuellen Sünden in zufriedenstellen worden, aber das ist eine Lehre. Die Wahrheit ist das, dass gerade die sexuelle Scheingonen, was du jemals erfahren wirst, ist ein geschlechtlich reines, monogamisches und leibendes Verhältnis mit deiner Frau. Indem dass du haar versorgst und ihre Bedürfnisse erfüllst, wird sie sich geschlechtlich aufdonen für die. Daher jaft dort eine Umgebung für wahres, intimes Geschlechtsleben, so als Gott das geplant hat. Die Welt von geschlechtlicher Sinn ist ein von rietender Last gedrevener Fleischmarkt. Dort handelt sich nicht am Leib, dort geht bloß am selbstsichert Scheingonen. Dort ist ein Sex fast ohne Handgegeven zu sein, ohne Leib und ohne Grenzen. Dort ist eine Art Sex, was eigenen Families verdorft, en haltet die Seil von dem Mann, was daran gebunden ist, uit. Mein Kind, maak meine Weisheit en Harch, wat ich die von meiner Ansicht zu lehren habe, dat die Leers zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden, en dat die Leers verständig zu reden. Eine Anbahn, die früher erwähnt sind, so als Honig. En wat sie redt, ist glatt als Eil. Aber am letzten Ende ist sie so besser als Warmfroes, en scharf als ein doppelschneidiges Schwert. Ihre Feit ranen raufen Tod, ihr Gang wird am Graf nennen. Sprecher 5 von 1,5. Die vierde Sort von vernichtende Ehemänner, die aufgelangte Ehemann. Besiegt Jesus wie Salomo der weiseste Mann, was jemals gelebt hat. Als zweiter Sehen von David und Bathseba, wie er angestellt, auf David seinen Thron zu regieren. Ganz am Anfang von seiner Regierung, wie er demutig und mit besonderer Weisheit in alle Hinsichten vom Leben gesehnt. Während er regiert, was das Volk Israel und hat ein besonderes Gedicht. Königs und Königinnen von Rama der Welt reisden nach Israel, um die Weisheit von dessen berühmten Mann zu hören und sein Königreich zu sein. Und lecker gewiss bleibt das nicht so. Salomo hat 700 Frühes und 300 Nebenfrühes. Das bringt eine sehr interessante Frage über den. Wieso wird er so viel Frühes haben? Wenn die Königs zu jener Zeit andere Regenten auch ihre Dachstern zum Befreien geben, um mit ihren Frieden zu holen oder eine Verbindschaft zu machen mit einem sehr starken König, schien 1000 so eine Verbindschaften bitte gewöhnlich zu sein. Ich weiß also nicht, als jemand die Frage ganz beantworten kann, aber eins schien klar zu sein,
en dat is dat Salomo schijnt een gedrevener man geworden te zijn. Scheinbar fangt het op einen afschuldigen weg aan. Salomo wie een zeer begaafde man met gelegenheden om viele grote dingen voor God en zijn volk te doen. Zijn eerste grotere project wie den eersten tempel in Jeruzalem te bouwen, wat zeer vollständig vorig gemaakt wordt en zeer nützlich om den Glauben in Israël niet te beleven. Als Salomo dit bouwproject vorig had, vangt hij nog eind en nog eind en nog eind aan, voor het eeuwige pad van zijn leven. Wanneer op eenmaal een beetje tijd afhoudt, vriet hij nog eine vrouw, en dan nog eine en zo wieder. Schließlich am eind van zijn leven had hij dat land ganz vol van vorige projecten, en daardoor had hij de mensen veel taaks opgelegd, en zeer schwer schaffen gemaakt, en hij had einen palast geschmückt met vrouwen. Aber twee dingen fehlten, een intiemet verhältnis met God en met eine vrouw. Salomo zijn aufgelangnet en gedrevenet door zijn leidt hem am eind van zijn leven geestlich en een gefeile bankrot en ohne Gottes Segen. Wie in Salomo verfehlt en God treu te volgen, nam God het grootste pad van het koninkrijk van Salomo zijn Nachkommen weg. Eerste Königs 11, vers 4 tot 11, beschrift zijn laatste dagen. Wat Salomo oud wordt, hadden zijn vrouwen aan dat hij gekregen, dat hij ihre Götter aanbeten deed. Salomo wie in zijn hart nicht ganz treu zu dem Herrn sein Gott, so als sein Vater David gewast wir. Hij deint Astarte, ein Aufgott für die Sidonier, en ook Milcom, den abscheulichen Aufgott von de Ammoniter. Salomo deed wat dem Herrn schlecht gefall. Hij deint dem Herrn nicht fallen, so als sein Vater David gedonen hat. Salomo böd eine hoge Opferstätte zum Chemosh, den abscheulichen Moabiter Aufgott anzubeten, en an de oostelijke kant van Jeruzalem böd hij eine hoge Opferstätte, zum Moloch, der Ammoniter ihren Aufgott anzubeten. So deed hij voor al zijn vrouwen van andere veldja, die weirook branden en opverbrachten voor ihre Götter. En de Herr wordt zeer verlegen met Salomo, dat hij hem hart wegdreht van dem Herrn Israël ihren Gott, die zich toch tweemaal Salomo gewezen had. Salomo weer niet gehoorzaam te dat wat de Herr hem zegt, dat hij niet naar vreemde Götter gonen zal, en door wegen ze de Herr te Salomo, wegen du den Bund en de geboten niet gehouden hast, die ik die zegt, wo ik dat koninkrijk van die wegrieten en wo einem van die Beamten dat geven. Eine Wahrheit, wat van koning David zijn leven te leren geht, is dit. Wann hij vallen kan irgendwer vallen. God erscheint Salomo tweemaal im Traum en reed zo te aan, dat hij dat hieren kon. Hij weer de wijzeste en schleegste man, wat jemals geleefd heeft. Hij eigent allen titlichen Reichtum, wat verterstalen geht, aber hij valt. Dat zal in ons aller Gottesvolk opwaken. Dat wichtigste ding, wat we van Salomo zijn vallen verstonen zullen, is, wo zou dat passiert? De antwoord is einfach. Hij weer afgelanken van de drokkigheden en de dingen wat hij am leven nodig, en dan weer keine tijd gebleven om God hingeran te zijn. Zijn gemeenschap met God wordt eenmaal rijk en no weer langzaam te nusch verplaagt, waarin hij opgeheerd had God te zeken. Hij zou ja veel moeilijk ook einen Einfluss aan Salomo zijn verhältnis met vrouwen. Ik geloof je neef, dat hij nog eenmaal tijd had met een van zijn vele vrouwen in betoog te zijn en kort te vertalen en schwind seks te hebben, aber nicht verlängere Unterholungen oder Worte Noheit. Salomo wurde in unsere vandaagse Kultur Kranken anpassen. Unsere gedrevene, ever erregende Gesellschaft wird am hastigsten kennig gemacht haben, während wir uns in so viele Hinsichten mit anlegnen. Ich habe viele Ehepaaren rot gegeben, was sie erlitten während der Ehemann von seiner Arbeit, sein Hobby, seiner Erholung oder Tiefverdrieb aufgelangen ist. Die früher überdrüssig während er sich nicht nur anstellen will. Daher fängt sie an te hocken über Dinge, um seine Aufmerksamkeit zu kriegen. Diese Handlung trifft den Mann fucken bloß noch wieder weg. Im Verseken, den aufgelangten Ehemann sein Hort war nach Huis te lenken, habe ich normalerweise mit den folgenden Wartelproblemen zu handeln, was das Problem verursachen. Erstens, Verholungsanspannung. Viele Männer sind von ihren Eltern gelehrt worden, dass sie nicht angenommen sind, wenn sie nicht kriegt, reich tun. Dit passiert, wenn ein von den Eltern bloß dann leven Wertschätzung beweist, wenn das Kind mit irgendwas besonders gut ist oder gut tät. Ook passiert dat, wenn Eltern das Kind nodriven, besonders gut in irgendwas zu sein. Viele Kinder wird gelehrt, dass sie bloß vollkommene Noten auf die Berichtskarte von der Schule nach Hause bringen sollen, das ist dann nicht gut genug. Wenn die Eltern das auch bloß gut verhaben mit das Kind, wird der Selbstwert von das Kind ernstlich beschädigt dadurch. Eltern sollen ihre Kinder zu aller Zeit weiten lassen, dass sie geleift worden, und nicht bloß dann, wann es wat sehr gut tät. Eltern leif, wat recht übergebracht wird, bietet das Kind seinen Selbstwert und Sicherheit. Das Kind weiß, dass es sich nicht so oder so verholen muss, um die Eltern ihre Leif zu erfahren.
Wann de Eltern dat Kind maar onder gewisse Bedingungen aannemen, feilt dat Kind dat het zich kraakreich verholen moet om geleefd te worden. Wegen alle Kinder zich van de Eltern wel geleefd feilen, schaffen ze aan ihr verholen om aannoem te krijgen en daarmee leren Kinder zich dat zich recht op te stellen om later van de Gesellschaft aangenomen te worden. Dit is een gefährliche Anspornung, wegen de Gesellschaft allemal sehr bedingt ist en andere aannemen. De Gesellschaft fordert, dat we dat rechte fertig voeren, dat ons krijgt zo en zo laat, en so wieder, om aangenomen te zijn. Wann wir uns auch alle gewisse Moten reich verholen sollen, um Gott zu gehorchen, en gesellschaftliche Verantwortungen zu erfüllen, soll keiner durch einen Ringhopsen derven, um andere ihre Leib zu kriegen. Wann ich Männer rot gehe, wat gedreven en aufgelangen sind, habe ich vorken mit Männer zu tun, wat keinmal unumgefeilt haben, von ihren Eltern oder Menschen im Allgemeinen. Sie feilen gedreven wat erreken, um endlich mal angenommen zu feilen. Ein Mann, wie ein gedrevener Spieler, wat Hochschulfußball gespielt hat, hij bekannt, dat dat wat am gedreven hat, am Sport te tekenen, wie am von seinem Vater angenommen en gemaakt te worden. Die kost haben einen Vater gehad, wat die nicht so annahm als die wirst, aber Gott nimmt die an. Sicher will hij, dat die den beste test in seine geboten hältst, aber al ver du dat test, leeft hij die en nimmt die an, fragt so als die best. Hierab met die verholen dono aanstellen, dat Menschen die aannemen zullen, en fang an te doen wat Gott sagt, dat die doen sollst. Behold dat nu Jezus zijn weer in Matthäus 11 verstartig, direkt zijn joch nicht en zijn last is slecht. Wat immer die drift in die Verhältnis mit Gott, die früher die Kinder an je vorsat, ist nicht von Gott. So als Salomo dat ging, du kannst denken, dat du Erfolg hast, aber du hast nicht. Erfolg fängt mit Gott in der Familie an, dat ewige ist schmonfat. Zweitens, Begier oder Habsucht. Einige Männer schaffen oder spielen sehr, wegen sie begierig sind. In den ersten Fällen, wo Männer zu sehr schaffen, feilen sie so, dass sie ihre Familie einen Dienst tun. Wenn Männer ihre Familie so gut verstehen sollen, ist dort am wichtigsten, dass er sich selbst zu seinen frühen Kindern jaft. Wenn die Arbeit, die davon aufhält, wat Geld und die Dinge, wat Geld kaufen können, die Probleme nicht lösen. Wenn Männer auch so feilen, dass sie sich eben arbeiten für ihre Familien, ist die Wahrheit aber, dass sie das meistens für sich selbst tun. Sie kriegen dadurch ein zufriedenes Gefühl, einen tätigen gewünscht, oder beides, von was sie tun, und das hält ihnen umgehen. Wenn ihre frühes ihnen anreden, mal nur zu loten in die Hüste zu kommen, reden die meisten Männer sich rüt, indem sie sagen, ich tue das für die, wenn es doch meistens Begier ist, was ihnen trifft. Andere Männer übertrieben dort Golf spielen, Fashion oder Jähren auf Kosten von der Familie, und es steht, dass sie zu sehr schaffen. Ein Ehepaar, was ich rot gebe, die ganz bei Ehescheidung, während der Mann saß ovens de Weg Softball spielt. Vermien seine Früh lobte sich selbst dafür, dass er so viel Disziplin hat, dass er einen Abend den Weg aufnahm. Dort mögt seine Früh flammental. Er wie ein von der selbstsüchtigsten, begierigsten und selbstverführten Männer, was ich jemals gekannt habe. Er lädt seine Früh auf den Altar von seiner eine Begier und geeft nicht darum, wie viel Weidog er verursacht, wann ihm das mal gut ging. Die einzige Antwort für Geld, die in Begier, Verrichtung oder Scheingonen in Selbstbefriedigung ist Buße. Buße für den Hort von Gott in die Familie wegdrehen, wen falsch geleide und unkontrollierte Verlangen. Dreh den Hort nur Gott in die Familie und sie zufrieden mit Ernt, und jaf Ernte steht in den Leben, wo sie ein Reich zu haben. Golf hat meine Ehe meist versteht. Dort wir Familien auf Gott geworden, und dort leidt uns bald an der Kant von der Ehescheidung. Dorab, dat ik Buße zu meine Früh dafür, dat ik Golf zu ihnen Jatzen gemacht hat, und dat an ihre steht angestellt hat. Meine Golfsteiger hang ich dann für 3 Jahre ab. Dort in Gottes Gnade haft unsere Ehe geheilt. Nur 3 Jahre seht kehren zu mir, ich soll mal gehen Golf spielen. Sei wir dann eine Frau früh, und sie wisst dort dann, und weit dort nu auch noch, dat sie keinmal waren wat mit Golf oder irgendwas wat in der Wahrheit sind, um meine Liebe und Aufmerksamkeit zu haben. Drittens. Falsche Werte oder Prioritäten. Viele Männer glauben einfach, dass ihre Familien die Folge von ihrer Arbeit sind. Ich gebe einen Mann rot, wem's früh flammental wir, wegen er 7 Tage und 6 Nacht den Weg schafft. Sie muss nur seinen Arbeitsplatz kommen, um am zu sein. Die meiste Zeit wird sie taub werden, wie bei seiner Arbeit. Schließlich wird sie davon meiden und sieht an, dass sie am verloten wird, wenn er nicht ändern wird. Seine Antwort wir, er wird eine Stunde von seinen drachen Arbeitsplan aufnehmen, um nach meiner Arbeit zu kommen, um mich zu beten, seine Ansehen früh mal wat Vernunft anzureden.
Als ik met zijn vrouw met aanstemt, dat hij te veel schafft, wordt hij niet al. Nog euer wartet, als ik hem ziet, dat hij arbeid wechseln soll, want dat daran fehlt, om zijn vrouw ihre Bedürfnisse te erfüllen. Aber der höchste Punkt, oder vielleicht der letzte, käme, als ik hem ziet, dat de arbeid soll dat hij moet houden en niet krijgt andere wegram. Hij dreht zich rammen wie wattig groot als een buit. Dat weer zoals wanneer ik zijn grootmama in een huis gegeven had. Ik would meester in wat over zijn vrouw hebben zeggen kunt, ohne een aandeel te krijgen, aber zijn arbeid wie een andere zaak. Kein Wunder, dat zijn vrouw ziet, zij wenscht, dat hij met een andere vrouw een verhältnis had, dat zij wens nog met haar in de waard gaan kon. Aber, zoals zij uitdrukt, ik kon niet in de waard gaan met zijn arbeid. Dat zal ze ook niet derven. De man met aanrechte weten en prioriteiten zal zijn Bibel lezen. Jezus zei in Matthäus 22, dat het grootste gebod is God te leven en dat twee grootste is andere te leven. De arbeid leven is niet eenmaal de hoogste tien. Buße en de Neugeändernisse te maken im Lebensstil sind de wichtigste Schritte, om einen Mann zijn Hort waar het eigene Huis te drehen. Wenn zijn Hort nicht do is, deed het nicht wat uit wat do is. Om een van de man zijn leven, wordt hij de werkelijkheid begenen, van wat hij gebeut heeft. Wanneer een man zijn leven gespannt heeft, een verhältnis met God, zijn vrouw, kinderen en grootkinderen te bouwen, wordt hij een vrouwen erfolgrijker man zijn. De erfolg is niet gegrond op wat hij am Wirt is, oder wo angesehen hij is in de Gesellschaft. Dort wordt gegrond zijn op, dat hij de twee wichtigste dingen in zijn leven reich gehad heeft. God en familie. Viertens, nicht geleister Streit. Wenn du nicht geleister Streiterien zwischen Mann und Frau sind, dreht der Mann als Antwort dazu, seine Aufmerksamkeit vorkommen seine Arbeit oder seine Freund. Je länger das passiert, je eher wird das Verhältnis. Einige Männer fühlen sich tüchtig nicht geehrt oder respektiert, aber bei der Arbeit ja. Daher wurden sie nur der Arbeit getragen, um ihre Grundbedürfnisse zu erfüllen oder wenigstens zu beschützen. Was immer die Ursache sein mocht, aber ein Mann wird nicht die rechte Antwort zu seinem Problem finden, wenn er sich von Tüß wegdreht. Wenn du die von Familienproblemen versteigst mit zu sehr schaffen, so ist die Buße down in ein eigene Haus gehen. Bett Gott am Halb, deine Probleme Tüß zu lösen. Wenn du am Gebet anhältst, um die Abgabe von Problemen durchzuarbeiten, zu erfüllen, wird Gott die ehren und du wirst viel froher sein, dass du glücklich an die Sachen angegangen bist. Um dit Kapitel zu schließen, will ich dir ermutigen, Halb zu sehen, wenn dir dort fehlt. Jeder Paar wird an die eigenen Sachen durchzuarbeiten haben, was sie nicht allein daunen können. Kluge Menschen gehen nur Help, wenn ihnen fehlt. Jeder reiche Mensch, was kann, kriegt viel Rot von Fachmännern, was gute Rot haben, und sie schämen sich nicht darüber. Kriegt so soll wir uns gar nicht schämen, tot zu stonen, dass wir in der Ehe Schwierigkeiten haben und Halb sehen. Am Anfang von unserer Ehe hat ich ein verdorbenes Verholen. Durch Gottes Gnade habe ich geändert, und du kannst auch. Stell deine Aufmerksamkeit nicht auf deinen Ehepartner sein Verholen. Sieh die leider, was Gott dir zu berufen hat, und du das erste dort rechte. Dreh dein Hort nur Gott und nur deine Früh, und nimm dort einen Tag auf einmal. Dankzij voor naar het Biergharchen Eihe op einen Stein. Ik wens dat dit wordt een help zijn voor die en de hoopning te een sterkere Eihe bouwen.